Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Heute ist den 111. Internationalen Weltfrauentag. Ich bin ganz froh, dass wir den Abend hier zusammen sind, für mal etwas anderes zu machen, wie sonst als Gemeinde Internationalen Weltfrauentag gemäht und eine Ausstellung über die Rechte der Frauen, die etwas gemäht, wo der Bürgermeister eng zu lang oder eng zu kurz. Da gehalten wir den Abend zwei Gäste. Herr Bayer ist Madame Ulrike Bayer und Madame Elis Schmidt, zwei Schriftstellerinnen, die eine ganz interessante alle zwei Biografie haben, die auch eine Reihe von Preisen haben. Und sie haben sich bereit erklärt, für 3 Monate, 4 Monate, wo wir es kennengelernt haben, für dann etwas Neues auch an unserer Galerie zu probieren, nämlich einen Lies-Abend zu machen. Und ich denke, sie haben eine Reihe von wirklich flotten Texten, die sie als Abend werden vorlesen, und wir freuen uns auch darauf. Wir sind ganz froh, hier zu sein mit den Bildern von Frauen und in dem wunderschönen Raum. Und ich will das abgreifen von der Ukraine und damit wollen wir unsere Lesung aufhängen in Solidarität mit unseren Kolleginnen an der Ukraine. Und wir lesen 2 Texte von 2 verschiedenen Schriftstellerinnen, wo wir gar nicht wissen, sind die jetzt noch da in Kiew und die anderen in einer anderen Stadt, sind die da oder sind sie auf der Flucht oder sind sie irgendwo in Europa. Und ich fange an mit dem Gedicht von Halina Krug. Zum Lesen von den Texten stimmen wir ab. Der kahle Nachbarsjunge aus deinen Kindertagen ist eben nicht erwachsen geworden, trotz der Zeit, die euch weiter und weiter von den Ufern wegtreibt. Sein Kopf, mit einer Vorkriegsmaschine für den Sommer geschoren, hat sich nie wieder mit weichen, kastanienbraunen Locken bedeckt. Nein, ertrunken ist er nicht. Es gab in der Nähe keinen tiefen Fluss, außer der Zeit, die träge dahinfließt und die Ufer auswäscht. Oft ist seine Mutter gedankenlos vors Haus getreten, um ihn heimzurufen von seinen unbeschwerten Knabenspielen, von denen man ungern zur rechten Zeit nach Hause kommt, und er ist nicht gekommen. Auch in der Nacht nicht, auch im Winter nicht, auch nicht, als du erwachsen warst und plötzlich merktest, dass dein Sohn genauso heißt. Lass die, die auf Fotos allein sind, zu Paaren werden. Lass die, die morgens nicht aufstehen mögen, Sinn erfahren. Lass die, die Beschuss und Brand entkamen, ein Haus, einen Sohn, Einkäufe haben, sich um Gardinen sorgen. Lass die sich vergeben, die alle Brücken abbrach. Lass den die Hände heben, dem man im Nacken sitzt. Lass die Wartenden abwarten, die Schlafenden aufwachen bei Tagesanbruch, doch nicht vor Qual. Lass das Haus, das Vater erbaute, erhalten bleiben. Lass dicke Haut zärtliche Leidenschaft spüren. Lass den Vogel nicht in der Hand, sondern Vogel sein, Vogel im Wortsinn, auf Baumwipfeln, Leitungen. Lass die Matrosen von der Fahrt aus Gefangenschaft heimkehren. Lass saubere Schuhe sein und Lavendel im Schrank und Nacht. Lass alle schreiben, du bist mit uns, synchron und sogar, wenn es nichts einbringt oder hilft. Lass es verschütteten Tee und späte Tänze geben. Lass es dünne Kleider und Regenbögen und Winter geben. Lass jede Begegnung notwendig in Abschied münden, doch wertvoll in sich sein, nicht im Gedenken. Lass Ideen sein und Arbeit und Zeit. Wer die Hände hob, den lass sich retten und errettet werden. Lass die Gerechten mit den Gerechten aufstehen oder mit denen, die was recht ist, vielstimmig hören. Lass die Klugen lernen und die Dummen lass auch lernen. Lass jeden nach seinem Verdienst und einfach so, lass es unserer Erde helfen und sei es nur ein bisschen, dass wir uns untereinander selbst in der Hand haben. Sehnsucht 1. Wer den Taumel am Abhang nicht kennt, wer die Antwort wissen will, aber nicht den Weg zur Antwort, wer sich den Sturz denkt ohne Fall, so kann man nicht ankommen,
So erreicht man nichts. Wären die Hände auch meine und das Tun planvoll, wäre ein Sprechen ohne Ausflüchte, wären Worte einfach, wäre ein Gehen auf festem Untergrund. Hörst du? Hörst du mich? Kannst du mich hören? Wenn ich mit dir rede, weiß ich nicht, ob die Worte auch meine sind. So kann man nicht sprechen. So versteht man nichts. 2. Ich schreibe dir auf meiner neuen Schreibmaschine. Neu stimmt nicht ganz, ich habe sie vom Flohmarkt. Sie wirkt unbenutzt, im Inneren nicht mal Staub. Mein Vater schrieb noch lange auf einer Schreibmaschine, als es schon Computer gab. Man durfte ihn nicht stören, er korrigierte nicht. Wenn er sich vertippte, fing er von vorne an. Es konnte ihm die Laune verderben für den Rest des Tages. Er schrieb bei offener Tür. Die Anschläge hallten durch das Haus und bis auf die Straße. Wir hörten ihn von draußen, wenn wir aus der Schule kamen. Mein Vater spricht nicht mehr mit mir. Meine Schwester ruft an und sagt, das Geld sei angekommen. Dieser Brief ist für dich. Ich freue mich so über die Schreibmaschine. Ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Vorhin habe ich meinen Tee über der Tastatur verschüttet. Das tut der Maschine nichts. Sie lässt es mit sich machen. Sie ist ein wenig wie du. 3. Ich dachte an Schnee und Wald, wo man allein sei und Acht geben müsse, dass die Steine nicht unter den Füßen wegbrechen und hinunter und man erst Tage oder Wochen später gefunden wird, verdreht und entstellt, nur noch am Polyester der Funktionskleidung erkennbar oder dass man niemals gefunden wird, auch das soll es geben. Ich las vom unerklärlichen Tod erfahrener Wanderer. Zum Schluss sonderten sie sich von der Gruppe ab, wenn alle müde waren und sich aufs Hinsetzen freuten, auf ein warmes Getränk, da wollten sie allein einen Umweg gehen, eine umständlichere Route, und wurden von der Landschaft verschluckt. Wo ich hinkam, waren die Wege vom Gestrüpp befreit, die umgefallenen Baumstämme neonfarben markiert, das Durcheinander schon aufgeräumt, das Wild abgezählt vor dem Schuss. Tritt nicht neben den Weg, stand auf den Schildern, lass die Kaninchen in Ruhe. Und sieh hier, Sanddorn und Holunder, eine wilde Orchidee. Immer musste man Sportlern ausweichen, Fahrrädern und Rollern. Es wurde gelacht und gerufen im Wald. Ein Kind zertrat einen Pilz, zu dem sich gerade jemand hinabgebückt hatte, um ihn zu fotografieren. Das sind hier nicht die richtigen Orte zum Klein- und Kleinerwerden. Was weiß man hier schon über das Verschwinden von Wanderern, über Willen und Unwillen, über ein Verlorengehen, das die Suche möglicherweise mitbedenkt. 4. Love pursued with fervor is one of the roads to knowledge. Liebe voll Sehnsucht ist einer der Wege zum Wissen, zum Erkennen, zum Wissen. Liebe voll Sehnsucht. Sehnsüchtige Liebe, sehnende Liebe, die Liebe verfolgen, ihr nachstellen, sich führen lassen von der Liebe. Einer Liebe mit Sehnsucht nachzugehen, führt zur Erkenntnis, zum Wissen, zum Kennen. Love pursued with fervor is one of the roads to knowledge. Sehnsüchtig zu lieben, bis man sieht. 5. Sie müssen doch hier nicht sein, sagt die Beamtin, als müsste man irgendwo sein. Darum geht es nicht. Alle Durchlässe sind passgenau gebaut, aber mein Pass taugt nichts. Mein Pass ist ein Behelfsdokument, ein müder Versuch wider das Misstrauen. Will ich hier sein? Schnell bin ich in einer anderen Stempelgerechtigkeit. Ich besitze nichts. Ich kann aufstehen und gehen. Ein Koffer, ein erstes und ein letztes Hemd. Meine Mäntel, ich gebe sie weg. Meine Schuhe, meine Hosen und Pullover. Ich kaufe mir neue, wenn ich woanders bin. Meine Bücher. Sonst besitze ich nichts.
sonst brauche ich auch nichts. Die Bilder schicke ich mit der Post oder lasse sie hängen. Deine Karten lasse ich hier, einige noch in den Umschlägen, weil jede mich auf eine Adresse festnagelt. Du kannst überall hin, das bist du, geburtsentgrenzt, Pass mit Allerweltsformat. Was spielt das für eine Rolle, ob du dir das ausgesucht hast? Warum willst du zu mir? Was soll das? Warum sitzt du still? Worauf wartest du? 6. Weißt du noch, als ich sagte, nur bis zum Aussichtsturm und zurück und du lachtest, weil das zu weit war. Eigentlich zu weit war für einen Abendspaziergang. Aber ich wusste das nicht und ich glaubte es auch nicht. Und wir gingen bis zum Aussichtsturm den ganzen weiten Weg und immer wenn ich sagte, es sei zu weit und genug, sagtest du, nein, nein, wir gehen heute bis zum Aussichtsturm. Du wolltest doch zum Aussichtsturm. Und am Ende, weißt du noch, am Ende blickten uns ein paar Schafe verständnislos entgegen. Ich wollte meine Handflächen nicht an die Betonwand legen und wir waren allein in der Landschaft und fast glücklich. 7. Hörst du? Hörst du mich? Verstehst du, was ich sage? Wie ich das meine und was das heißt? Wenn ja, wie kann man das wissen? Wenn nein, bleibt dann alles, wie es war? 8. Komm zu mir, schreibst du. Das geht doch gerade nicht, schreibe ich zurück. Ich weiß, sagst du, aber du sollst wissen, dass ich dich gern dabei hätte hier auf dem Berg. Der Hirsch kam heute Nacht, schreibst du. Er hat mit dem Geweih in den Bäumen gelernt und am Ende die Äpfel vergessen, die ich ihm hingelegt hatte. Mandarinenschalen, sagt die Nachbarin, die möge er auch. Beim Spaziergehen habe ich ihn gestern gesehen. Schau, ein Foto. An dem Abend, als wir uns kennenlernten, weißt du noch, da fuhren wir eine Stunde lang mit der S-Bahn zurück und du erzähltest von der Einsamkeit und dem Zurücklassen, von den Unmöglichkeiten deines Lebens, als liege nun wirklich sehr viel daran, dass ich mir einen Überblick verschaffte. Wir hätten auch 2 Fremde bleiben können, aber jetzt weiß ich, wer du bist. Nie schreibst du, es tut mir leid, dass du einsam bist. Du schreibst, wenn ich an mir zweifle, denke ich an dich. 9. Etwas Umrissenes, Anfassbares, aber man muss es nicht kennen im Vorhinein. Etwas Unverrückbares, auf das man sich das ist vielleicht schon verkehrt gesagt, dass es nicht zurückweicht, dass man sich nicht abmüht an einer Idee, die sonst nichts ist, Gespinstheit, Vorstellung, Ziel ohne Weg, dass es auf einen wartet, ohne um einen zu wissen. Auch Dunst und Nebel und Sichtweiten unter Schrittlängen. Auch die Wege, die man regelmäßig geht. Auch das ziellose Laufen zwischen den Höhen. Etwas Festes, Steiniges, etwas, was schmerzt, wenn man draufstößt. Ein ohnehin, ein Berg zum Beispiel. 10. Ich will gar nichts. Ich will nur sein, wo du bist. Ich will deine Stimme hören, auch wenn sie nicht mir gilt, deinen Atem, wenn du schweigst. Ist das nicht wenig? Wissen, dass du im gleichen Raum bist oder im Raum nebenan? Wissen, dass du weißt, dass ich da bin? Das ist doch wenig. Das ist doch so gut wie nichts. Ich bin traurig, sage ich. Ich vermisse dich, dabei bin ich noch hier. Ich lehne mich an dich, einen Körper neben einem Körper. Gleich, sagst du, schlaf schon vor, sei ein Körper, der nicht sieht. Als sollte ich einüben, das fern von dir. Als sollte ich lernen, dass du gehst, während ich noch hier bin. Ich umrunde den Berg und er ist auf einmal nicht mehr da. Was, wenn ich auf einem Felsvorsprung stehe? Dann gibt es nur noch den Fall. Dann muss ich, was ich nicht will. 11. Ich blicke nicht zurück. Lass das, greif nicht nach mir. Wenn du an mir reißt, lass ich sofort los. Ich verzeihe dir das nicht, widerständig zu sein, ein möglicher Untergrund.
Ich wollte mich zersplittern bis zur Unkenntlichkeit. Ich wollte dir zeigen, wie wenig mich das rührt, dass du im Schutt nach Resten von mir suchst. Ich drehe mich nicht um, erst wenn du verschwunden bist. 12. Wenn du den Berg siehst und der Blick zurück. Wenn du in den Abgrund blickst und der Blick zurück. Beim Berg nur auf den Gipfel zu sehen, ein Irrtum. Überhaupt zu sehen, zu wissen, da zu sein, sich sicher zu wähnen vor Steinschlägen, die Hände zu halten über den seltenen Bewuchs am Hang. Es wird dich nicht retten. Ich beginne mit der Station Packeret auf dem Kirchberg. Eine Stelle aufsuchen, wo Trost abzweigte, es sich auf einer Bank schlafen ließe, unter einem Dach das Schatten gewährte, an einem Namen, der die Zunge liebkoste. Doch auch bei den Packeret ist die Bank geteilt, kein Ort für Müde und Obdachlose. An der Haltestelle des Mudam wünschst du dir Kunst, die dich aushält. Aus Wachs, Gussformen der Klage, Hohlräume die Hände, in denen Erinnerung haftet, Kupfer und wie kalt sie da liegen. Ein in die Luft gespültes Treibholz, in das einer 36 Magnete trieb, Seekarten für Tunnel und Grund. Avenir, eine Haltestelle, die mich sofort fasziniert hat, eine Haltestelle, die Zukunft heißt. Führe ich dorthin, stiege aus bei Avenir, folgte den Wogen der Straße, dem stürzenden Wald. Aufgestanzt die Hoffnung, ich könnte sie öffnen, dir wieder spannen, den Leerschuss vermeiden, so stieg ich ein in den Bus mit dem Rücken zur Fahrt. Wampach im Starter Park, aber auch die Station neben der Synagoge und das Gedicht, das ich 2019 geschrieben habe, als die Synagoge von Halle die Tür beschossen wurde. Nach Yom Kippur blieb die Zeit an der Haltestelle Wampach bitter, versehrt die Tür der Synagoge in Halle. Du gehst vorbei in den Park, hoffst noch immer von den Tagen Triefe Honig und kein Blut. Badanstalt. An einem ersten sonnigen Tag, Summe nach dürftiger Zeit, die Himmel blau, fällt im Bus kaum ein Laut aus der Hand, laufen die Geräusche des Motors auf und ab wie Wellen eine Kaimauer entlang. Im Windstill bei der Badanstalt öffnen sich die Türen. Du bleibst sitzen, schlägst den Saum über das Knie zurück. Lavalspark. Im Lavalspark geschwungene Linie, Narzissen, die noch zur Speerspitzen eingerollten Buchenblätter, auf die ich winzige Käsestücke spieße, dem Hund zuliebe. Es riecht nach Beginn, flattern Versprechen über der Wiese. Heimlich zähle ich die Flügelschläge der Insekten. Parc de l'Europe, eine Endhaltestelle. An der Endhaltestelle Parc de l'Europe die Omnibusse der Stadt versammeln, Routen und Abfahrtszeiten entwerfen für Moria, Idlib, Cox's Bazar. Auf die Flanken der Busse Fahrpläne kratzen, sie mit den im Briefkasten gefundenen magischen Zetteln bekleben, die Schutz versprechen gegen Feinde und Gefahr, gegen Tränengas und den Verlust der Humanität. Also Moria, Idlib, Cox's Bazar sind 3 sehr große Flüchtlingslager in Syrien, in Bangladesch und auf Lesbos. In die Straße Hildegard von Bingen hineingehen, 2 Bahnen, ein Zelt aus Schnee, 84 Meter Ahnung, Brachland, Glas, weiß überzogen, eine missliche Situation. Ich elende, leidvolle, wohin werde ich gehen? Val Fleury. In den unaufhörlichen Verschiebungen des Horizonts, den vergeblichen Aufbrüchen, Steigleitern sprossenlos, setze ich mich an die Haltestelle Val Fleury, warte auf die Tage, ohne einzusteigen,
Vielleicht sprießen sie hier absichtslos. Wir haben auch für den letzten Teil unserer Lesung überlegt, das auch aufzunehmen und jetzt nicht wieder getrennt lesen, Elise und dann ich, sondern wir verknüpfen jetzt unsere Texte. Ich lese aus dem Band Wie viele Faden tief, der um das Nähen geht, also alle Gedichte thematisieren einzelne Handlungen oder Inventar des Nähens. Und Elise liest, ich lese immer also 3, 4 Gedichte, dann liest Elise ein Gedicht und damit ist dann der letzte Teil unserer Lesung. Nadel. In der Ohrwurzel der Propheten wachsen Fingerspitzen wie Leuchttürme. Wo nichts über den Wassern mehr schwebt, zittern die Nadeln der Messgeräte ins Uferlose, hangeln die ausgeworfenen Wortschnüre sich von und zu und zum nächsten Satz. Das Gedicht heißt Das andere Gehäuse. In der Reihe von Gedichten, aus denen ich das genommen habe, ist das Gehäuse eine Metapher für eine Samenkapsel, also eine Pflanzenmetapher. Es ist aber auch eine Anspielung auf so ein Motiv der mittelalterlichen und Renaissance-Malerei, das Gehäuse, die Kartause, die Einsiedelei, wo der Denker sich einsam zurückzieht. Auch wenn man es nicht weiß, hat es keinen Sinn, nicht zu glauben. Ist doch Welt, wo kein Wort. Bleibst du stumm, bleibst du draußen. Schreibst es auf, willst du sagen, hör hin und sprich nach. Hol ich auch dich ins Gehäus, tun wir so, es wäre eines. Hat weder Türen noch Fenster, dafür Wände zum Hochgehen, dafür Bildschirme leider und Rollteppich unter den Füßen. Gibt keine Ecken, nicht mal Richtungen wie Hamster im Rad. Bist ein Kugelmensch, aber anders, nicht zu trennen. Man kann das nicht wissen. Man ringt um Hülsen und hofft, wenn sie aufsprengen, werden sie nicht hohl. 3 Gedichte über das Nähen, die sich mit Vögeln verbinden. Filament. Wie viele Faden tief ist dein Schlaf gebunden? Gezwirnt, gewirkt fährst du übern See. In der hölzernen Wurzel nistet ein Sperling. Das Filament der Knoten blüht. Kettfaden. Ich spanne den Faden über die Kante des Frühjahrs hinaus, bei den Federn längs, dort im Fast, liegt mein Ohr gezettelt im Federkiel, gezärtelt, geschmiegt. Schnittmuster. Auf Seidenpapier gezeichnet die Umbruchlinien der Schwalben, Handschwingen im Aufwind, gepunktet, durchgezogen ein Strich. Konturlinien überschneiden sich. Welche Größe hat das Glück? Vielleicht überwintert es doch im Schlamm des Weihers unter dem Eis. Mit dem Schnabel sprechen. Wie der Schnabel, aber nein, nicht so, weil wächst doch nicht, weil kehlt nicht wie aus Finken, Meisen, Hähern und was sonst wo. Eher wie mit dem Schnabel, picken, sammeln, wie es heißt. Ein jeweils dies und nicht dies. Kropf und Topf, im Großen und Kleinen heißt als Reihe und als Einzelfall, Sommer und Schwalbe. Es sei ein Schnabel, ein Tier mit Schere, hart um die Risse, bis der Rest was bleibt. Es gibt einen Stich mit dem wunderbaren Namen Muschelkantenstich. Könnte ich den Muschelkantenstich beschreiben? Versales V, 2 Striche hochgestellt, geraffte Wellen spülsam umgenäht, ein falscher Blindstich Lust im langgestreckten Muschelfeld. Ich nähte mich ein in die weite See. Nähmaschinen. Vielleicht muss ich da kurz was sagen. Das ist ein Gedicht über Oradour-sur-Glane, jene kleine Stadt im Süden Frankreichs, die von den Nazis dem Erdboden gleichgemacht wurde und alle Bewohner brutal umgebracht. Und als ich vor ein paar Jahren dort war, stand in jedem Vorgarten, in jedem Hof eine alte, verrostete Nähmaschine. Und diese Nähmaschinen
waren für mich der Ausdruck für das ganze Leid, was dort passiert ist, aber gleichzeitig auch für die Erinnerung. Und dieses Gedicht war der Anfang eigentlich von diesem Band, obwohl ich es erst ganz zum Schluss geschrieben habe. Über Gewalt zu schreiben, braucht Zeit. Nähmaschinen. Ich spanne Leinen auf Totenhemden, wehen mir Rost unters Glied der Nähmaschinen dort in den Höfen von Oradour-sur-Glane. Lieu de Supplice. Die Zeit wusch den Rauch aus den Steinen, umfriede die Ruinen. Erinnerung ist ein poröses Kleid. Nahtschatten. Im Nahtschatten Gedichten erzählen, der Versuchung erliegen, eine einzige liege über den Gräbern, Fragmenten, Schnitten, als hingen die Stoffe zusammen, Feld an Feld. Textil. Stolperte ich als Kind, hinschlug auf Asphalt, das Knie aufraute bis aufs Blut, sah ich verwundert, dass dort, wo vorher die dicke, blickdichte Strumpfhose in Blau oder Dunkelgrün eng an der Haut auflag, kein Stoff mehr das Knie bedeckte. Wohin aber ging das Textil nach dem Fall? Woher diese Leere am blutenden Knie? Dieses Gedicht tut so, als würde es einen Strandspaziergang beschreiben. Ich habe das Ende Februar geschrieben, also vor 2 Wochen, nicht ganz. Untergang sozusagen. Gerade noch zu Fuß überholt von einem Vogel. Sehr klein und leicht, keineswegs windwiderständig. Sanderling, 50 Gramm, schlag's dann nach. Angepasst, rennt exakt so schnell wie die Brandung. Als Bewohner gehöre ich im Habitat, nicht wie ich. Denk's explizit, das Meer nur geliehen fürs Rundum und meilenweit kaum ein Mensch. Denk's amerikanisch, weil das selbst eigene Pathos so peinlich. Also jedes für sich. Solitäre will sagen, Monaden, isoliert auch in Gruppen. Vom Außerdem wird am Strand nicht Notiz genommen. Häuft sich im Muschelsplitt fußfertig knirschend der Tod. An den Dünen der Abriss vom letzten Sturm, dazu also Seegras. Merkst es erst jetzt, wie eine Sandburg im Großen, provisorische Landschaft. Allfarbener Himmel wie ein Testdruck, Spiegelflächen tief glatt, als könnte man stürzen, als fehlt's hier an zählbaren Unendlichkeiten. Kalt wird's und Zeit und schweigen nun auch die Möwen. Im Westen kippt unumkehrbar die Welt nach hinten. Saum. Auf Schmugglerpfaden hoch im Gebirge säumt mein Schneckentier den Pass. Heimatländer zu beiden Seiten. Ein wegsames Maß oszilliert zwischen den Sprachen. Säumerfuß. Ins seichte Wasser setzt du den Säumerfuß, geht an die Furt, der Faden spannt die kurzen Wellen im Wind. Du nähst die Ufer eins ans andere. Sie säumen, was nicht zögert, hier noch dort, Versäumtes, Geträumtes. Faden schlagen. Faden schlagen ein Rad quer über die blaue Matte Meer, aufschlagen ein Zelt, geheftet an lose Ränder den Moment, wo der Fuß sich vom Boden löst. Den internationale Frauentag als Rendezvous, den Gemeng Schöffling nie verpasst. Und dafür ein ganz große Merci an euch. Dieses Jahr hat den Schwur gemacht, den Fokus auf Frauen an der Kultur zu setzen. Mehr spezifisch an der Poesie, und das ist an diesen schweren Zeiten ein bisschen Balsam auf uns Seelen. Es bringt mich auch dazu, ein paar Evaluierungen über den Platz von den Poetinnen natürlich, aber auch all denen anderen dichtischen Frauen an unseren Schulen zu machen. Eine rezente Etude von der Uni Lützeburg hat die Repräsentationen von den Frauen und Männern an den Schulbüchern vom Fundamental in der Sicht. Just ein paar Zahlen. Bei den 57 in der Sicht der Schulbücher
waren 26.373 Leute annimmt, davon 14.298 Männer, 8.114 weibliche Personen und 3.961 Personen, wo das Geschlecht nicht spezifiziert war. Beim Fach Literatur haben wir am Deutschen zum Beispiel 414 männliche Autoren gegenüber 178 weiblichen Autoren. Die Tüte wird eine ganze Reihe anderer interessanter Fakten überholen. Am Resümee könnte man sagen, dass als Kanner eine Welt gewissen kriegen, wo mehr Männer sind wie Frauen, wo Männer die wichtigste Rolle spielen, aber wo Frauen nicht richtig visibel sind und auch nicht valorisiert gehen. Was ganz besorgniserregend ist, dass es keinen signifikanten Unterschied zwischen allen und neuen Schulbüchern gibt, wobei die Frauenorganisationen seit Jahrzehnten schon frohen, für eine mehr gleichberechtigte Education anzufeiern. Das gilt übrigens auch, was Stereotypen angeht. Der Mann geht arbeiten, die Frau mischt den Haushalt. Und das haut am Jahr 2022. Daher sind so Evenementen wie heute wirklich zu begrüßen. Die hat heute 2 Dichterinnen an den Fokus gesetzt, und so Initiativen drohen ganz sicher dazu bei, die Frauen an all ihre Facetten mehr visibel zu machen. Wir als Nationale Frauenrat werden ganz sicher weiterführen, vehement für mehr eine gleichgestaltete Gesellschaft anzutreten. Nach ein ganz große Merci an euch alle Guten. Als Unterstützung hat auf jeden Fall für all weitere Aktionen am Sinn von der Gleichstellung. Sonja, merci für die Nullausstrahlung. Dann ist sie froh, Madame Schmidt, ich hatte schon gesagt, er hat mich an eine Situation versetzt, die mich nicht mehr zu nachdenken brauchte, mit dem nur noch eine neue Fantasierichtung gehen wird, die ich bis noch gar nicht habe. Und bleibt mir ja dann noch nicht alles so mit zu so, das was gesagt wird, also sowieso, das war der gemacht, kennt ihr gar wenig hin, und dafür lustig ich das doch sehr. Wir sind aber hilfreich, halt, ich würde mal so, nicht ganz, aber guten Teil von der Chancengleichheitskommission einzuholen, dass heute, also ich bin immens höflich darüber, dass die Frau darüber nicht ein Mandat. Wir sind, das hat Nadine gerade gesagt, wir sind komplett konträr. Wir haben eine Chancengleichheitskommission mit 2 Männern. Von 14. Also ich kann so, wir haben als ein Sommerfeld, und ich meine, mehr wie eine gute Frau, von der schwätzen wir nicht, wir schwätzen einfach einen guten Mann. Mir das aber nicht weiter schlimm. Ich bin froh, an dem Sommer, wie soll ich mal zu euch, an dem Hingerstall verbunden zu sein. Und das macht immens viel Spaß. Und wir haben noch schon so viele flotte Sachen an dem gemacht. Und wir werden noch da 4 Uhr. Und da erzähle ich auch hier schon, ihr wisst das. Und wir machen das gut.